Ein Sonntag im Münchner Glockenbachviertel. Der Pathologe Andreas Nährlich eilt zu einem Fundort. Ein Bewohner hat auf seinem Dachboden eine mysteriöse Entdeckung gemacht. Wo sind Sie denn heute unterwegs? Heute zu einem ganz spannenden Event. Ich treffe einen Mumienkopf. Einen Mumienkopf? Nährlich ist auch Mumienforscher. Und Mike Krüger, der hier wohnt, hat ihn rufen lassen. Grüße Sie, kommen Sie rein. Krüger hat im Nachlass seines Großvaters diesen Koffer entdeckt. Ui. Das ist ja die Sensation. Wir schauen, hier ist noch irgendwas anderes darunter. Tja, da glaube ich, da werden mehrere Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende auf uns herausblicken. Dann nehme ich den mal raus. Die Nasenwölbung, das ist hier das knöcherne Nasenbein hier quasi entsprechend. Hier ist dann die Mundöffnung dahinter zu vermuten. Hier wären die Augen zu vermuten. Ganz klar die Form eines Kopfes, eingewickelt in Binden. Also erstens mal, also menschlich ist es auf alle Fälle. Das ist hier die Halswirbelsäule, das ist absolut typisch menschlich. Und das Zweite ist also die Machart, wie der hier gewickelt ist und wie auch diese Substanz hier übereinander gelagert ist. Das ist sieht schon sehr, sehr verdächtig, dass das was Altes ist. Vielleicht sogar der Kopf einer antiken Mumie aus dem alten Ägypten, mitsamt Grabbeigaben. Was meinst du, ist das ägyptisch? Die Grabbeigaben, ein Wasserschlauch und kleine bemalte Figuren in Mumienform deuten darauf hin. Auch die Totenmaske. Aber es könnten natürlich auch Fälschungen sein, denen Mike Krügers Großvater aufgesessen ist. Der war Sammler, ja. Mein Opa hat alles gesammelt, von Briefmarken zu Schmetterlingen, zu Münzen, zu Köpfen. Der Mumienkopf weckt das Forscherinteresse. Andreas Nährlich will herausfinden, ob der Kopf echt ist. Und wenn ja, aus welcher Zeit er stammt. Vielleicht sogar, wer der Mensch war. In der Pathologie des Klinikums Bogenhausen, wo er hauptberuflich arbeitet, beginnt er den Kopf zu vermessen. In der Hoffnung, erste Hinweise zu bekommen. Also grundsätzlich, wir werden ihn versuchen, so wenig wie möglich zu tangieren. Also er wird so in seinen Hüllen bleiben. Das heißt, wir werden uns behelfen müssen durch Endoskopie und durch Radiologie, um zu sehen, was nun tatsächlich da drin steckt. Und dann werden wir sehen, was wir für Informationen bekommen. Anhand anderer Mumienköpfe kann Nährlich zeigen, was ein Kopf alles verraten kann. Nachdem er diesen hier geröntgt hatte, entdeckte er eine Verletzung, vielleicht durch einen Kampf. Die Wunde wurde versorgt und begann zu heilen. Der Verletzte hat die Operation vor ca. 2.500 Jahren also überlebt. Die hatten sehr gute, um nicht zu sagen fast exzellente medizinische Fähigkeiten, allerdings eben meistens beschränkt auf Dinge, die man äußerlich gesehen hat, an die man auch äußerlich rangehen konnte. Also innere Krankheiten, Infektionskrankheiten, da sind die natürlich an ihren Grenzen gewesen. Aber äußere Verletzungsfolgen, Behandlungen, da waren die sicherlich Experten, die nahe an unsere heutige Kenntnis heranreichen. Dann würde ich jetzt einfach noch ein paar Fotos machen davon. Es ist eher Leichenfledderei gewesen, dass man diesen schönen Kopf von dem wahrscheinlich ähnlich schönen Körper getrennt hat. Das, was wir jetzt machen, ist ja sozusagen eine wissenschaftliche Nacharbeitung und der Versuch einer Identifikation einer Person. Und da wir eben ihn so intakt lassen wollen, habe ich da auch keine ethischen Probleme damit. Ein bisschen geht es dem Kopf dann doch noch an den Kragen. Nährlich braucht eine kleine Gewebeprobe. Die will er mit der sogenannten Radiokarbon-Methode chemisch-physikalisch analysieren lassen und so das genaue Alter bestimmen. Ein erster Blick mit dem Endoskop in das Innere zeigt: Ja, dunkel ist es drin. Nein, also man sieht offensichtlich das Loch, durch das man von der Nase aus den Zugang gefunden hat und über den man dann das Gehirn herausgenommen hat.
Ein klarer Beleg für eine Mumifikation nach altägyptischer Methode. Im Computertomographen geht es weiter. Schon nach wenigen Minuten gibt es erste Aufnahmen des Schädels, in dem unten rechts Reste des Gehirns sind. Und dann fast schon ein Gesicht. Nach allen Kriterien, die ich jetzt hier sehen würde, wäre ich mir relativ sicher, dass es sich um einen Mann handelt. Anhand der Schädelnähte, die man zum Teil sieht, würde man davon ausgehen, dass es schon ein Mann im sogenannten maturen Alter ist, also etwas so zwischen 40, 50 bis maximal 60 Jahre. Ich dachte jetzt, wir warten deutlich länger, bis wir überhaupt ein Ergebnis haben und dass man dann so viel im Detail schon sehen kann, dass man jetzt das Geschlecht bestimmen kann, ungefähr das Alter. Ich bin sehr überrascht, wie wahnsinnig schnell das doch geht. Es ist zu sehen, dass Zähne fehlen und Karies den Mann plagte. Nährlich kann jetzt, mit dem Ergebnis der Radiokarbonanalyse, auch sagen, wann der Ägypter starb. Der größte Peak ist dieser hier, also etwa zwischen dem Jahre 630 und 550. Und das ist die wahrscheinlichste Sterbezeit, in der diese Person zu Tode gekommen ist. Das ist 2668 Jahre. Das sind 2668 Jahre etwa. Wahnsinn. Das ist das Alter. Okay. Warum der Mann seinerzeit gestorben ist, bleibt unklar, da sein Körper fehlt und nicht untersucht werden kann. Aber sein Kopf hat doch einiges über ihn verraten.